Deshi meine Damen und Herren, ich bin Sonam Hamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten diese Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit in Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Wir müssen lernen, friedlich zusammenzuleben, so seine Heiligkeit der Dalai Lama. Seine Heiligkeit der Dalai Lama kondoliert zum Zugunglück in Taiwan mit vielen Toten. Seine Heiligkeit der Dalai Lama, Weltpolitiker am Weltgesundheitstag 2021. China hält tibetischen Schriftsteller in Isolationshaft. Sikyung veröffentlicht Menschenrechtsbericht der Nachbarländer einschließlich Tibet. Sikyung auf seiner ersten Etappe der Südindien-Abschiedstournee. Stellvertretender Bürgermeister von Budapest protestiert gegen den Besuch des chinesischen Verteidigungsministers und hisst die tibetische Nationalflagge auf dem Rathaus. Tibet-Büro in Washington D.C. veranstaltet den Sino-Tibet-Dialog. Seine Heiligkeit der Dalai Lama nahm am vergangenen Freitag an einem Webinar teil, das von einer Koalition von Einzelpersonen und Organisationen aus den baltischen Staaten organisiert wurde. Seine Heiligkeit drückte seinen Glauben an die Menschen der baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland aus, um eine weitreichende menschliche Brüderlichkeit und Schwesternschaft zu fördern. Now, moral ethics, the ultimate source of happiness among the humanity. And I emphasize we need sense of oneness of 7 billion human beings. We have to live together on this planet. Now, concept of war is outdated. Seine Heiligkeit der Dalai Lama kondolierte zum Verlust von Menschenleben beim Zugunglück in Taiwan. Seine Heiligkeit schrieb an die Präsidentin von Taiwan, Frau Tsai Ing-wen, und drückte seine tiefe Trauer über den Vorfall aus. Prominente Persönlichkeiten wie seine Heiligkeit der Dalai Lama, Papst Franziskus, der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres und andere teilten ihre Botschaften und betonten die Wichtigkeit der Zugänglichkeit und Sicherheit von Wasser in Gesundheitseinrichtungen am Weltgesundheitstag 2021. Sie wiesen insbesondere auf die gefährlichen Bedingungen hin, unter denen Frauen in den Entwicklungsländern gebären, die statistisch gesehen mit einer hohen Mütter- und Säuglingssterblichkeit verbunden sind. Noch wichtiger ist, dass die Botschaft die Erklärung seiner Heiligkeit zitiert, die im vergangenen April zum Welttag der Erde herausgegeben wurde und in der er zur Bereitstellung grundlegender Notwendigkeiten aufrief. Wir müssen sicherstellen, dass die kranken und tapferen Gesundheitsdienstleister auf der ganzen Welt Zugang zu den grundlegenden Notwendigkeiten von sauberem Wasser und angemessenen sanitären Einrichtungen haben, um die unkontrollierte Ausbreitung von Krankheiten zu hindern. Chinesische Behörden haben den bedeutenden tibetischen buddhistischen Gelehrten und Schriftsteller Go-Sherab Gyatso, auch bekannt als Go-Sher, einen Mönch aus Ngaba in Tibets traditioneller Amdo-Provinz, die in die chinesische Provinz Sichuan eingegliedert ist, festgenommen. Der Grund für seine Inhaftierung ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Beamte der autonomen Region Tibet hatten den 45-jährigen Mönch aus Chengdu, Provinz Sichuan, am 26. Oktober 2020 festgenommen. Die Nachricht von Go-Sherab Gyatsos willkürlicher Inhaftierung tauchte nach 5 Monaten auf, als seine Angehörigen in der Hoffnung auf seine schnelle Freilassung warteten. Es gab jedoch keine Fortschritte oder Nachrichten über das Wohlergehen und den Verbleib von Go-Sherab Gyatso, was bei vielen die Sorge über seinen Zustand in der Haft weckte. Nach Angaben der International Campaign for Tibet hat Go-Sherab Gyatso mehrere Bücher über die Philosophie, Tradition und Kultur des tibetischen Buddhismus veröffentlicht. Vor seiner Inhaftierung im Oktober 2020 führte sein Einsatz für akademische Freiheit in der klösterlichen Ausbildung zu seiner mehrfachen Verhaftung und Inhaftierung sowie zu seiner erzwungenen Verbannung aus seinem Kloster. Der Präsident der tibetischen Zentralverwaltung stellte am Freitag vergangener Woche im Constitution Club of India in Delhi einen Menschenrechtsbericht vor, der vom in Neu-Delhi ansässigen Center of Democracy, Pluralism und Human Rights veröffentlicht wurde. Dr. Lobsang Singhi sprach darüber, dass China die Welt ideologisch dominieren wolle und drängte darauf, dass an den Universitäten eine größere Bewusstseinseinbildung in Bezug auf tibetische Studien stattfinden müsse. Weitere Rechts- und Menschenrechtsexperten sprachen ebenfalls über Menschenrechtsverletzungen in Tibet und Syrien.
Auf seiner offiziellen Abschiedstournee durch tibetische Siedlungen in Südindien am Montag dieser Woche dankte Sejong Dr. Lobsang Singhi der tibetischen Öffentlichkeit für die Gelegenheit, der tibetischen Sache dienen zu dürfen und drückte seine Zuversicht aus, ihre Wünsche zu erfüllen. Sejong traf sich mit der allgemeinen tibetischen Öffentlichkeit, besuchte verschiedene Klöster und tibetische Schulen in den tibetischen Siedlungen Kollega, Hunsur, Belagobi und Mangot. Sejong traf sich auch mit seiner Eminenz, dem 104. Gandhin Tiba, und informierte seine Eminenz über die wichtigsten Projekte, die sein Kabinett in den letzten 10 Jahren durchgeführt hatte. Seine Eminenz bekundete seine Wertschätzung für die geleisteten Arbeiten und forderte ihn auf, dem tibetischen Volk weiterhin zu dienen. In seiner Ansprache an die Schüler der tibetischen Schulen in Südindien wies Sejong die Schüler darauf hin, dass unter politischer Flüchtlingsstatus uns nicht daran hindern sollte, erfolgreich zu sein. Er riet den Schülern, eine Siegermentalität einzunehmen, im Gegensatz zu einer Opfermentalität, um in ihrer Ausbildung erfolgreich zu sein. Er erwähnte auch, dass sich die CTA hohe Priorität für Bildung einsetzt. Sejong dankte auch den Mönchen für ihre Unterstützung und hob den wichtigen Beitrag hervor, den die Mönche zur Wiederherstellung und Wiedereinführung der klösterlichen Studien und Praktiken geleistet haben. Dr. Singhi stattete in dem Büro der Ex-Army-Wohlfahrtsvereinigung einen kurzen Besuch ab und würdigte die Tibeter, die ihr Leben im Dienst der indischen Armee gelassen haben. Aus Protest gegen den Besuch des chinesischen Verteidigungsministers hisste der stellvertretende Bürgermeister des 1. Bezirks von Budapest, Ferenc Garancer, am 24. März die tibetische Nationalflagge am Bezirksrathaus. Ferenc Garancer, der stellvertretende Bürgermeister des 1. Bezirks von Budapest, äußerte seine Enttäuschung über den Schritt der ungarischen Regierung, dem Mitglied des kommunistischen Regimes Chinas willkommen zu heißen, und sagte, dass es eine unübertretbare rote Linie für die Länder einschließlich der Mitglieder der Europäischen Union geben müsse, wenn sie sich mit einem kommunistischen Land anfreunden. Kein Land kann es sich leisten, die von China begangenen Menschenrechtsverletzungen zu übersehen. Das Office of Tibet, Washington D.C. organisierte den Online North America Sino-Tibet Dialogue, an dem 15 in Nordamerika lebende prominente chinesische Gelehrte, Anwälte und politische Kommentatoren teilnahmen. Die Diskussion sieht die Wichtigkeit seiner Bedeutung und die Weiterführung des Sino-Tibet-Dialogs. Sie hoben auch die Errungenschaften bei der Erhaltung bei der tibetischen Sprache und Kultur unter der Führung seiner Heiligkeit des Dalai Lama hervor, sowohl in Tibet als auch im Exil. Die Redner brachten auch ihre Besorgnis über die brutale Zerstörung Tibets, Osttürkestans und der Mongolei durch die Kommunistische Partei Chinas zum Ausdruck und begrüßten die Entwicklung eines erfolgreichen demokratischen Systems in der tibetischen Exilgemeinde. Sie sprachen auch über die Politik des mittleren Weges, die die einzige Methode ist, die die tibetische Frage lösen kann, und drängten auf mehrere Dialoge und Veranstaltungen, um den Chinesen die Vision seiner Heiligkeit von der Politik des mittleren Weges verständlich zu machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.